Hallo und herzlich willkommen zurück. Let's Play Oxygen Not Included mit Shooty in der Deep Space Colony. Wie versprochen, ich habe die Aufräumarbeiten gemacht. Ich habe hier noch die Hüllen fertig gebaut. Das gibt so. Ich möchte dieses Wasser hier haben. Ich möchte es umwandeln. Ich möchte den Frischwassertank damit wieder auffüllen. Ich habe schon ein paar Vorbereitungen gemacht. Ich mache es vermutlich ein bisschen zu kompliziert. Komplizierter als es sein müsste. Der Profi wird sich vermutlich jetzt, die Stirn in Runzeln falten. Trotzdem, ich möchte sicher gehen, dass ich keine Keime in mein Frischwasser bekomme. Ich habe bei meinem verschmutzten Wasser, ich habe dort Keime drin, Lebensmittelvergiftungskeime. Mag sein, dass es speziell ist, weil es hier aus dem, nee, das kommt hier aus dem Waschbecken. Genau, und in der Waschbecken kommen natürlich, wie gerade hier sehen kann, was sich bewegen würde, die haben jetzt gerade nichts zu tun, die guten Duplikanten. Der kommt natürlich mit seinen Keimen, wäscht hier und das landet dann im entsprechenden Schmutzwassertank. Und so dürfte das dann hier runterkommen. Jetzt habe ich hier und hier, sehe ich keine Keime. Nein, die Keime, die man hier sind, die kommen vom Schleim, die kommen wieder vom Puft, der diese macht. Also theoretisch müsste es keimfrei sein. Okay, ich bin paranoid. Ich werde deshalb erstmal das Wasser hier rausholen, in dieses Auffangbehältnis. Dann bauen wir doch das gleich. Das heißt, ich werde hier sanitär eine Flüssigkeitspumpe bauen. Diese pumpt die Flüssigkeit in die, ist das Veredelung? Jawohl, in den Wassersieber. Und der Wassersieber soll es dann hier rüber bringen, und zwar in Form von Frischwasser. Und ich pumpe es dann von hier runter. Diesen Schritt könnte ich mir eigentlich sparen, wenn ich jetzt wirklich 100% sicher wäre, dass hier keine Keime kommen. Ich bin paranoid, ich habe es schon gesagt, deshalb werde ich das jetzt erstmal so machen. Vielleicht noch kurz Hinweis, die Forschung hier ist abgeschlossen. Ich habe hier noch die Veredelung gemacht, da kümmere ich mich dann nachher drum, wenn das hier läuft. Also eins nach dem anderen. Das heißt, ich brauche hier ein gutes altes Rohr. Das wird alles temporär, entsprechend werde ich das auch noch kurz nicht speziell schön oder effizient oder gut bauen. Auch die Behältnisse habe ich alle mit Sandstein gemacht. Sandstein ist eigentlich nicht so ideal für Wassertanks. Jetzt das ist nur ein kleiner 4 Höhe, das sollte der Sandstein problemlos schlucken können. Es ist einfach so, je höher so ein Tank wird, ich weiß gar nicht, wo bei Sandstein das Limit ist. Es ist nicht sehr hoch auf jeden Fall. Dann führt es zu strukturellen Schäden und das Ganze bricht ein. Sollte hier aber kein Problem sein. Also, Pumpe pumpt hier rein. Dieser pumpt dann das saubere Wasser hier raus. So zumindest die Theorie. Jetzt Stromversorgung. Da sehe ich jetzt nicht, wie viel das die verbrauchen. Schade. Dann schaue ich nochmal schnell dort. Die Pumpe 240. Der Sieder 120, das wären 360. 800, 900, ja, das reicht. Da muss ich nichts extra neu bauen, bin ich froh. Das heißt, ich werde hier einfach ein temporäres Kabel rüberziehen. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Wunderbar. Und ich werde dann natürlich noch eins runterziehen müssen.
Das wird eng, aber solange ich diese beiden... Ne, das klappt schon, solange ich nichts manche, sollte das klappen. Machen wir das mal so für den ersten Schritt. Ja, go. Go, go. Ob ich hier vielleicht noch irgendwas mit die kleine Ärger mit dem hier kriege. Wäre vielleicht gar nicht blöd. Da würde eine solche Tür eigentlich schon ausreichen. Einfach damit der Gute dort nicht durchkommt. Und baue ich doch hier noch diesen hier an. Mit dem ganzen Schleim einzusammeln möchte ich echt nicht. Möchte ich echt nicht in meiner Basis. Moment, ich muss schnell, ich kann hier echt alles abbauen. Das sollte ich eigentlich auch. Alge, 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 Alge. Dafür gibt es hier einen Zwiebel. Damit er nicht durchkommt, ist das auch. Ja, das ist alles Alge. Nehme ich auch. So. Okay, die lasse ich jetzt einfach weg. Erstmal den Schutz rundherum. Ausgezeichnet. Was ich dann auch schon bauen kann, aber werde ich noch nicht in Betrieb nehmen, ist die Pumpe von hier mit einem Flow nach hier. Der braucht ebenso Strom. Ach, hätte ich das bis hier oben durchgezogen. So. Sollte klappen, schauen wir mal, was es für neue Duplikanten gibt. Apokalyptisch finde ich nicht toll. Den finde ich jetzt auch nicht wirklich toll. Und der Schraubenkaspaddel. Nee. Suchen wir ein paar bessere. Ja, es gibt ein bisschen Flickwerk hier, aber das passt schon. Mache ich dann danach alles schön zu. Ich möchte eigentlich den Eingang hier über die Schleuse führen. Moment. Hier habe ich natürlich... Das heißt, ich brauche hier eine ordentliche Tür, die auch das... Ja. Machen wir so. Der Wassersieger ist schon ready. Zwischendurch ein... Ich denke, 4 sollten nicht reichen mit Sandstein. Das wird ohnehin nicht voll gefüllt. Ja, passt schon. Und dann fehlt hier noch Strom. Die Rohre sind verlegt.
Die Pumpe schalte ich aber erstmal aus, bis ich sicher bin, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es geht schon los. Die ist ausgeschaltet. Ja. Gut. Ja, dann kann ich hier eigentlich auch loslegen. Also, ich habe jetzt hier Wasser. Ich kriege das verschmutzte Wasser. Das hat hier keine Keime. Das fließt hier rein. Und auf der anderen Seite kommt das Frischwasser raus. Okay, das scheint wirklich zu funktionieren ohne Keime. Pilzspore. Die sollte ich... Schleim kam auch mit. Also, Pilzsporen, die werden natürlich eingelagert. So. Sehr schön, dann baut euch hier bitte noch diesen. Der ist fertig und hier kommt rein Schleim. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum gehen diese Keime da nicht rein, aber okay, vielleicht sollte man das gar nicht so hinterfragen, sondern einfach dankbar sein, dass es so ist. Ich räume hier noch schnell die ganze Schleimgeschichte weg. Okay. Die werden hier noch weggewaschen. Scheint zu funktionieren. Oh, 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 oh. Ich sehe hier ein kleines Problem, das ich übersehen habe. Die Schleimlunge. Die Schleimlunge. Na, kann ich das jetzt überhaupt noch einigermaßen sinnvoll korrigieren? Hm. Ja, da hatte ich mir anders vorgestellt, beziehungsweise habe ich echt nicht dran gedacht. Ich denke, das Waschbecken kommt zu spät. Der soll sich hier nun reinigen. Okay. Will nicht zerlegen. Ich möchte die abschließen.
wenn das mal gut geht. Mag vielleicht ein bisschen paranoid sein, was ich hier gerade mache. Wobei die sind, das sind natürlich innerliche. Guck mal schnell. Das sind keine Oberflächen, das sind natürlich innere. Entsprechend, ich denke, das bringt gar nichts. Genau, das ist eigentlich eine ziemlich kleine Konzentration, die sollte von alleine absterben. Es ist hier schön sauber. Wichtig ist, dass hier nichts rüber schwappt. Das sieht im Moment gut aus. Es scheint, als ob der hier echt ein bisschen... Ich könnte hier echt einen zweiten bauen. Wie sieht es denn hier stromtechnisch aus? Ich denke, das wäre möglich. Das ein bisschen schneller gehen. Ja. Nee, doch. So. Gut, und dann ist noch die Frage, den könnte ich natürlich hier unten durchholen. Na, machen wir mal eins nach dem anderen. So, Strom. Mal über den ganz offiziellen Kanal. Genau, dann ziehe ich da mittels Pumpe rüber. Und diesmal packe ich lieber ein Waschbecken, bevor es zu spät ist. Mache ich lieber 2 Waschbecken, bevor es zu spät ist. Also Keimilch, ich glaube, das ist nochmals gut gegangen. Ja, schaut, Duplikanten, die haben das Zeug eingeatmet. Den hier werde ich nicht desinfizieren. Die können hier rumstinken, ist mir egal.
Baue ich hier noch zu. Mal die Forschung anschauen. Okay, das ist das Ganze. Brauche ich im Moment nicht. Ich werde noch diesen hier forschen. Hauptsächlich mit dem Erdgasgenerator. Der ist echt ein bisschen lahm. Mal los. Also das scheint es ohne Keime überlebt zu haben, bin ich froh. Was transportiert der denn? Ah, die verschmutzte Erde, logisch. Hier drüben geht es irgendwie nicht so richtig vorwärts. Mach die Tür mal auf. Das ist ja alles keimfrei. Ich werde hier mal, dass es ein bisschen schneller geht. So. Oh. Oh. Hier ist ein Dampfgeist hier. Ah, toll. Ja, es ist nicht gerade optimal, aber naja, lässt sich schon erschließen. Ich muss ihn vielleicht irgendwie mit dem Klo hier. Bleichstein. Sonder Chlor ab. Irgendwie so mit Chlor auffüllen. So als Keimschleuse. Das ist 91 Grad. Das ist schon Wahnsinn. Da muss ich mir dann noch was überlegen, wie ich das sinnvoll kühle, bevor ich das hier in den Umlauf bringe. Ich denke, ich kann das bereits schon runter transportieren. Moment. Und darauf achten, dass ich hier nicht das Stromnetz überlaste. Das ist jetzt bei 1260. 240, 300 wird nicht genutzt. Nee, wenn ich den jetzt auch noch zuschalte, dann schmort mir das Netz durch.
schmort mir das Netz durch. Ich denke, es macht Sinn hier oben. Ja, ich werde hier oben einen weiteren Transformator hinbauen. So. Und das hier alles zu steuern, den brauche ich dann nachher auch für die. Ja, also ich denke, ich werde dann hier die Sauerstoffproduktion, dann kann ich den hier noch nutzen, falls ich das mit diesem selbstversorgenden Sauerstoffproduktion nicht funktionieren sollte, dann schließe ich es einfach an das Hauptstromnetz an. Das sollte eigentlich okay sein. Was habe ich denn jetzt im Moment? Eine 1,8. 1,08 meinte ich. Ich dachte, das gäbe noch eine. Ne, 1,08. Hält sich eigentlich noch in Grenzen. Der hier wird mir ein bisschen Ärger machen, sehe ich gerade, wenn jetzt alle Massagetische im Forschung parallel läuft. 1,40, na gut, die kann ich dann wegnehmen, dann passt das wieder. Okay, der ist auch erforscht. Sehr schön. So, macht hier mal ein bisschen vorwärts. Okay, also, ich muss das ein bisschen aufsplitten, sonst fliegt mir alles um die Ohren. Das heißt, es gibt jetzt hier noch einen Leistungstransformator, den schließe ich ans Starkstromnetz und ziehe dann gehabt die Kabel rüber. So. Oh, die sollte ich hier noch ausschalten, ich habe definitiv zu viel. Läuse, ich schaue mal wieder mal bei den Hatches vorbei, was ich hier getan habe. Die Kohle ist immer noch bei 100,5, also das ist ein absolutes Rätsel. Hier wieder auf Auto, dann kann ich das alles mal rausholen. Kohle habe ich noch genug, ich werde da noch nichts Neues produzieren. Und 20 Erde und Sandschutzeit 52, dann lagere ich hier mal Sandstein ein. 10 reicht, 10 Tonnen. Und der Rest wird aufgeräumt. Läuft nichts, da gibt es aber auch nichts zu tun. Oh, schau mal die Wärme an. Wieso ist der so warm? Die Flüssigkeit war echt so warm. Interessant. Ach, die kommt. Moment, schnell.
Also aus dem Wassersieber kommt das Wasser mit 40 Grad raus. Und rein mit 34. Ach stimmt, ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Das ist auch eine Möglichkeit, das Wasser runterzukühlen. Das heißt, vom Wassergeysir, wo es ja doch ziemlich heiß ist, bei 60 Grad, muss ich erstmal schauen, dass es in verschmutztes Wasser umwandelt, dann durch diesen Sieber, und das ist mal bei 40 Grad. Geht denn das ab hier unten, oder muss ich noch eine Schlaufe einbauen? Ich denke, ich sollte hier noch eine Schlaufe einbauen. Sonst kommt es ein bisschen gar heiß hinein. Da habe ich hier ein Klima, ein Wasserkühler. Ah, das ist ja, der braucht 1,2 Kilowatt Energie. Das ist schon ein bisschen heftig. Das ist schon ein bisschen heftig. Eine Alternative wäre natürlich... Das sollte ich vielleicht wirklich tun. Ich arbeite mich hier ins Kalt. Vielleicht sollte ich das Das ist zwar eine ziemlich große Konstruktionsarbeit, aber sollte ich mir echt überlegen. Das ist echt ein bisschen heiß hier. Okay, ich lasse mir das jetzt nochmals durch den Kopf gehen, wie ich hier ein bisschen vorgehe. Die Zeit ist um, die Episode ebenso. Das heißt, ich mache hier mal eine Pause und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.